Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission der Blick auf Europa. Ich hatte letzte Woche von Straßburg gezählt, dass als Spezialkommission Tax dass die einen Aufschlussrapport gemacht hat und dass ich ging am Detail ein bisschen mehr darüber erzählen in einer nächsten Sendung. Aber jeder das haut und für bei mir hier am Plateau für ein bisschen an Detail zu gehen und noch, weil ich wirklich doch kein Spezialist bin, habe ich einen Spezialist halt bei mir. Das ist der Kollege Frank Engel. Salut Frank. Hey George. Merci, dass du heute bist. Ich meine, du warst wirklich dabei gewesen an der ganzen Zeit, wo der Spezialausschuss getagt wird. Das heißt, du weißt aus erster Hand, was dort zustande gekommen ist, das Spiel dort zwischen den einzelnen Fraktionen. Aber vielleicht für uns, Frank, noch ein Kehr an Erinnerung rufen, für was die Spezialkommission Tax ist ja am Anfang ein Suite von der LuxLeaks-Affäre von Lützeburg an so darüber raus. Ja, das ist so umgegangen, wie du gesagt hast. Das ist umgegangen, nachdem die LuxLeaks-Affäre, wie soll man sagen, ausgebracht, als reveliert gouf, wie auch immer. Weil eine Reihe von Kollegen relativ sehr der Meinung waren, dass wir auf der linken Seite vom Haus dass wir eine Enquetekommission ansetzen müssen, für herauszufinden, ob wir irgendwann näher dann durch speziell zu Lützeburg aber nicht nehmen, größere multinationale Betriebe zu sagenhaft tiefen Steuersätzen kommen konnten. Du hast dich fertig darauf gehen, ich ging, weil das meiste und Information an der Sache am Anfang ja schon auf der Place Publique war. Und es sich auch nicht etwas gehandelt wird, von dem wir davon ausgehen, dass wir am Anfang illegal. Ja. Gesagt ging, also es gibt keine Enquetekommission mit einer Spezialkommission. Das liegt an der Pouvoir, mehr Substanz als blieben. Es soll sich also spezifisch beschäftigt mit der Praxis von Steuerrulingen, an ähnliche Maßnahmen von der Natur oder vom Effekt her, durch die Union. Da tun wir während einer Reihe von Menschen gemacht. Es leidet ein Bericht für den soll den Aufschlussbericht sein, den von zwei Reporteren co-gefertigt wurde. An den am Anfang ein flotte Kompendium durchstellt von all dem, was durch die Union so praktiziert wird, in Termen von mir favorablem steuerlichen Traitement für wie soll ich so, Betriebe, die sich können leisten. Und damit hätte es sich eigentlich können sollen tun, wann es nicht so gewesen wäre, dass eine Reihe von Regierungen durch ein Reis ein paar Dokumente, die gefragt waren von der Kommission, nicht geliefert hätten, aber wann auch nicht dieselbe Kollegen von der Gauche bei den Kommunisten, bei den Grünen, die Impression gehabt hätten, nicht mit den einzelnen Leuten, den Präsident vom Eurogroup Dijsselbloem, vielleicht auch mal einen Rufe herauszufinden, wofür den sich dann innerhalb von der Arbeitsgruppe vom Ministerrat bis für ganz kurzer Zeit nach zusammen mit anderen, durch eine leider auch dem Lützeburger, dem wieder gesagt hat, dass es soll gehen an Termen von größerer Transparenz, größerer Gerechtigkeit bei der Besteuerung von großen Betrieben. So dass wir da viel vor. Für noch dabei zu bleiben, weil der während den 6 Minuten geschafft hat, das war im Moment auch ein bisschen Diskussion, da wie es vielleicht auch gedeutet ist, verschiedene Dokumente dafür enthalten, kriegt da noch verschiedene Großfirmen, die sich nicht wollten präsentieren. Ja. War das so oder war das ein bisschen, wie ist das gelaufen? Der Tisch die Firma 4 geladen und sie sind nicht durchgetragen. Die sind tatsächlich relativ frei am Verlauf von der Existenz von der Kommission gebürtig zu kommen. Hun hast du ziemlich kindlich ignoriert gewesen. Einzelne haben sich nach mehr gemacht zu antworten, von welchen sie geben da gesehen, was das los viele andere nicht mal. Nach anderer Dorinner diesen oder den zu Lützeburg an der Kommission Enquete, also an Termen von Konkurrenzverzerrung, geantwortet, ja. Sie wären der Meinung, das kann ich noch vollziehen juristisch, dass nach den Nimmstellen während der Enquete nicht opportun wie ja. Weil. Ja. Wir wird fertig für sind selber kommen. Alle gut. Und zwar am Anfang, wie wir noch gedroht haben, wann es so wird, dass sie der Meinung wären, sie müssten alles ignorieren, da kriegen sie noch mal Patche für das Parlament zu und da wäre doch Schluss mit dem permanenten Achse, wenn sie etwas von Eis wählten. Wir geben ja auch etwas von hinten haben, da geben wir also als feststellen, dass das auch misslieferbar sind. Sollte das nicht so sein, geben wir zu anderen Maßnahmen greifen. Relativ sehr dann noch. Hatte man favorable Antworten im Durchschleif, von wegen da wäre Missverständnisse gewesen, dass sie kämen. Ja, das ist, wenn der Madrid für die Relationen zu unterbrechen, dann ist einfach immer Bereitschaft da. Das scheint so gewesen zu sein.
Den Rapport, wo du logischwert hast, einen sogenannten Aufschlussbericht, was gesagt den eigentlich noch hier? Das ist mehr eine große Steuergerechtigkeit. Das ist ja mal das, was leider alle Leute noch wollen. Das ist ja richtig. Ja. Das soll man ja auch durchsetzen. Wie ist es ein bisschen das? Was sind noch für Schwerpunkte? Und wie kann ich das durchsetzen? Geht man stellen. Also der Rapport beinhaltet eine ganz Panoplie von Vorschlägen, die mehr oder minder realistisch sind. Ich gebe da mal 2, 3 so rauspicken, weil es wirklich darum als Mengen wo muss an Zukunft Politik gedurcht gehen. Ja. Das geht mit einer gemeinsamer konsolidierter Besteuerungsgrundlage für Betriebe, die multinational tätig sind. Handelt im Prinzip den umso mehr wichtig ist, dass effektiv an Zukunft auch solle Benefissen do besteuert gehen, wo sie Wirtschaft gehen. Ja. Haut transitiert ein Benefis, den an Deutschland oder an Italien oder an Dänemarker Wirtschaft gouf, gegebenenfalls durch ein Quartier General von der Gesellschaft. Die kann an Irland sein, die kann bei uns sein, die kann an Holland sein. Ja. Aber wird so besteuert, wie die Steuerverwaltung dort für notwendig hält. Das ist der Besteuerungssatz von dem, was auffällt, auf einer bestimmten Platz deklarierte Gesamtbenefis, hat meistens nicht ganz viel zu tun mit einer Relation zu einem wirklich realisierten Benefis auf der Platz, auf der Platz und auf der Platz. Das soll schon mal ändern. Und das soll ändern, dass an Zukunft Besteuerungsgrundlage flächendeckend soll, wenn es irgend geht, dieselbe geht. Das ist Basis imposable, wie man zu Lützeburg soll eine gemeinsame Definition erfahren. Haut das nicht von Land zu Land verschieden. Du gesagt Sachen hier gerechnet, da rausgerechnet, sodass sich da nicht mehr wirklich rümpfen. Was von den Gründen so für die Rulinge gibt. Bei uns noch solche Plätze. Weil ein grosser Betrieb, den auf vielen Plätzen tätig ist, auf enger Platz sein Bilan will deponieren, will wissen, was du muss, wie behandeln. Ja. Und du hast viele so eine Vereinfachung und Vergleichmäßigung von der Regulierung zu bewirken. Die Europäische Kommission hat gekündigt, das zu machen. Das bedingt eine Reihe von noch Machbarkeitsetude, weil das wirklich an einer total verstreckte und komplizierte Situation aufhängt. Mit dem Weg aus den Do, von dem gehe ich davon aus, dass er beschraubt wird. Du hast das Gefühl, dass Memberstaaten da, die haben auch immer Kompetenz, so nicht immer. Du hast das Gefühl, dass auch da sich etwas steht, dass aber auch da nicht Parlament wieder zu in dir lebt. Also ich habe die Impression, auch schon erst der Tatsache, dass immer die Betriebe da abgetaucht sind, die sonst nicht am Drama gedurcht hätten, für abzutauchen, dass dann der organisierte öffentliche Meinung bei vielen Leuten an unseren Gesellschaften ein verstärktes Gefühl gibt, dass es ja wohl nicht mehr kann sein, dass unter dem Vierwand von der steuerlichen Souveränität von allen Menschen es so kann sein, dass die am meisten Geld haben, die meiste Steuern zahlen. Dass die da kommen für. So. Ja. Und ich finde auch die Impression, dass das eigentlich ein gutes Sache ist, weil ich nicht mehr gesehen habe, wofür Steuerverwaltungen sollen all einzelnen Bürger an all kleinen Betrieb mit Notdruck laufen, für die letzte so zu besteuern, den sie erkennen zu spannen. Absolut. Während durch ein großes Multinational sagt, also mir geht nicht gut, weil ich das tue, wenn das nicht hört, dann gehen wir ins Projekt. Das ist ein Approach, die kann nicht mehr gehen. Und ich denke noch, dass das an der Gouvernance von den allermeisten Staaten am Gang ist, sich als Überzeugung näher zu lassen. Ich meine aber, dass in der Term muss mir weit gehen. So habe ich das für sich zu proposieren, werde das doch weiterhin machen, dass wir sollten zum Beispiel die europäische Gesellschaft, die wir ja als Statut tun, das kannst du auch aufgrund von den Marktbestimmungsproblemen, die noch immer gibt und die auch noch ein bisschen angepackt gehen. Absolut, ja. Mit dass wir den Statut sollten durch ein steuerliches Statut ergänzen. Die geht nämlich im Moment nach gut. Du kannst nicht einen europäischen Steuerstatut vorstellen, für einen europäischen Betrieb, mit einem europäischen Satz, den auch an ein europäisches Budget gibt. Fließen als eigene Ressource, was auf 3 Fronten gleichzeitig ein interessanter Vorstoß wird. So Sachen wären bislang an der Diskussion einfach mal nirgends willkommen. Ich rechne damit, dass in Zukunft einfach, weil die Diskussion evaluiert, Werte können geprüft. Das gibt beweisen, dass Heinz du immer Dieren abgehen, wo bislang noch nicht damit gerechnet hat. Das wäre natürlich absolut zu begrüßen. Wie geht es weiter? Das heißt, war ja ein bisschen Polemik, die letztlich entstanden, wie die Welt weitergeht. Das heißt, einerseits sollte man das verlängert gehen, das wird ja noch nicht stattfinden. Was geschieht dann wirklich? Das ist nämlich dieser Weg, wo das sich dezidiert. Also ich muss ich ehrlich so nicht verstehen, wofür die prozeduralen Zauber da war.
Moral von der Geschichte ass mir setze lo eng Kommission an, die sich Tax 2 nennt. Tax 2. Dann ass de belo so Komposition bleibt dieselbe. Das Mandat ändert nicht ganz viel. Das Mandat wird spezifisch auch froh von TVA beinhalten. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie gesagt, mit dem neuen Mandat. Das neue Mandat ist eigentlich eine Fortschreibung von dem alle Value nach ein paar die Restbeständen abzuschaffen sind. Mit diesem oder dem neuen Element durch auf allem TVA, weil eine Reihe von Kollegen der Meinung waren, dass wir in der Zeit, dass man so mit dem Wolle beschäftigt, mit dem sich bislang richtigerweise nicht beschäftigt geht aus. Die Zusammensetzung wird wohl dieselbe bleiben. An ugesagt, dass der Tolle auf 6 Monate. Ich meine, dass den ohne weiteres hat können so wir lassen einfach 6 Monate Viro laufen, weil ob die Kommission schon einen Bericht gemacht hat oder nicht, als reglementarisch kein Grund für sie müssen abzulesen. Andere Kommissionen haben einen Taschenbericht, anderen Bericht gemacht, Roman 2 Berichte, ja doch können den zweiten Mann, dass sie belohnt dezidiert gehen, das heute zu machen. Ja. Den Effekt von der Geschichte als nächst plenär setzen wir die Kommission am Anfang an. Sie hat das Viergeste ausgelaufen, formell. Ja. Sie muss da Römer gesagt gehen. Und dann fahren wir vier. Das heißt, nach 6 Monaten können wir nach einer heute zusammenkommen, vielleicht zu gucken, was dann Neues geschieht. Was sicher, dass etwas Neues geschieht, weil es geschieht dauernd etwas Neues und das ist gut. Ja. An die Leute, die hören, was die letzten 6 Monate geschieht. Das ist gut, wenn wie gesagt, ein Mann hört, den du am Detail mit verfolgt wird, was eben zu verfolgen ist, den noch verschiedene Sachen auch als Lützeburger Sicht, muss ich sagen, du hast auch regelmäßig einen Blick drauf geworfen, was ja auch gut ist, und noch daheim Kontakte gehabt, für, wie gesagt, die Sache zu suivieren. Nicht nur zu suivieren, ich meine, noch aktiv anzugreifen, das kann ich feststellen, und wenn ich den Bericht liest. Wir hätten noch können heute über COP21 schwätzen, über die Klimakonferenz von Paris. Natürlich auch ein interessantes Sujet. Aber wie gesagt, das wird richtig demariert. Und für mit Spekulationen dort zu operieren, wird kein Wert. Ich komme da lieber die nächste darauf zurück, wo auch da vielleicht oder hoffentlich Resultate dafür liegen, die wir dann auch können analysieren können, wo wir dann können sehen, wie das auch mit dem Klimaschutz und so weiter an Europa mit den Zielen, mit den Werten, wie das weiter festgehalten wird und wie das weitergeht. Wie gesagt, merci für das Nachgucken. Merci Frank, dass der Bayer ist, informiert hast. Bis die nächste Woche.